Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten It's Kasperl. Heide. Wie sind wir auf Stand? Ich habe euch gerade das Video, das ich gestern aufgenommen habe ich gerade online gestellt. Wir sind ganz auf Stand. Ist halt ein bisschen lülülü. Ich werde mir am Samstag in der Früh ganz viel Zeit nehmen, um auf all eure Kommentare zu antworten, beziehungsweise die, auf die ich nicht antworte, zu herzen. Es sei denn natürlich, es sind Arschkommentare, ha? Da brauchen wir nicht drüber reden. Die werden natürlich nicht geerzt. Das heißt jetzt nicht, dass jedes nicht geerzte Kommentar ein Arschkommentar ist. Kann auch einfach sein, dass ich es dann nicht mehr mitgekriegt habe. Weil ich lade mal ein Video hoch, dann schaue ich immer, dass ich die ersten paar Kommentare relativ zeitnah mache. Und dann, ein paar Tage später gehe ich dann durch und wenn dann praktisch das Gros der Kommentare bereits verfasst ist, was dann eine Woche später darunter kommentiert wird, tut mir fürchterlich leid, aber wenn ihr dann wird es zum Hauptjob. Ne? Dafür wirft es nicht genügend Barne ab. Richtig. Wo war, die Schandtat des Tages. Die Schandtat des Tages, die kommt heute von Saul Goodmensch. Der hat auf Reiners Verhalten Bibelben gegenüber aufmerksam gemacht. Und ich habe ja Bibelben, diese Bibelben-Nummern damals auf YouNow auch, ich habe auf die ja auch reagiert, ne, auf Wunsch aus der Community heraus. Und das war schon eine Arschaktion von Rainer, weil es war offensichtlich. Reini hat sich gedacht, boah, krass. Ne? Da ist jetzt einer auf YouNow unterwegs, der ist super naiv und der könnte vielleicht noch dümmer sein wie ich. Da habe ich jetzt ein leichtes Opfer gefunden. Rainer hat so zum Sabbern angefangen, weil er sich schon gesehen hat, oh, endlich ist er mal derjenige, der andere Leute mobben kann. Ne? Endlich ist er mal irgendjemandem überlegen. Und damit ist er tierisch auf die Schnauze gefallen, als dann rauskam, ja, okay, der Bibelben, der hat ihn halt gespielt wie so eine Schauspielerin, wie so eine Puppe an den Schnüren, ne? Schauerberger Puppenkiste. Weil das ganze Ding nur gemacht hat, um Reini auf sich aufmerksam zu machen, um genau das zu provozieren, damit sich Reini am Endeffekt doch zum Obst macht. Und genau so ist es passiert. Ne? War er wieder unbesiegt, der Rainer. Ne? Da hat er mal wieder gezeigt, dass er allen überlegen ist. Not. Aber nichtsdestotrotz war es halt von Reini einfach die Intention, mit der er auf Bibelband zugegangen ist. Und man hat das ja in den ersten paar Minuten vom ersten Gespräch, von denen es schon mitgekriegt war, so ein, boah, ich bin jetzt einmal von oben herab und ich mache den jetzt erst einmal fertig. Und noch dazu wollte er natürlich nicht, dass eine weitere LOL-Cow gibt auf derselben Bühne, auf der er versucht, irgendwie mit diesem Konzept Barne zu machen. Ne? Bibelben war natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Wir haben dieselbe Sache später nochmal gesehen bei Virella auf Digidogedy. Ne? Virella wollte auch das Reini-Game spielen und wollte, die wollte Reini nicht triggern, aber von dem, was Reini befürchtet hatte, die wollte auch Hate-Influencerin werden. Ne? Also, dass man sich so unbeliebt macht, dass die Leute einen schauen, nur weil sie einen nicht ausstehen können und das monetarisieren. Und da hat der Reini sich gedacht, Moment, aber das ist aber auch mein Geschäftsmodell, ne? Runter von meinem Grundstück. Und dann hat er ja die versucht zu belabern und zu belabern und zu belabern, dass sie bloß nicht die Fehler machen soll, die er gemacht hat, weil alles so schlimm, hin und her, bla bla bla, die Haters lassen ihn nicht in Ruhe. Und das Pralle ist, dass die halt auch wirklich viel zu spät auf diesen Rat gehört hat, der zwar aus egoistischen Gründen gegeben wurde, aber er nicht einmal verkehrt war.
Das ist auch aber was es nicht oft gibt. Ein Rat von Rainer Winkler, den zu befolgen, nicht kompletter Stuss ist, ne, sondern tatsächlich eigentlich der richtige Weg. Und die hat's halt auf die harte Tour gelernt. Ne? Gut, also Saul, Gutmensch, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag zur heutigen Sendung. Und ich bin gespannt. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Tee, Honig, Angellord. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Leute, ich schreibe mir jetzt hier mal 0550 auf. Das haut hin. Für den Ding. Genau. In diesem Sinne. Dann brauche ich nicht mal mehr sagen, außer bockt euch her. Sammer mehrer. Reißt euch a Häube auf. Mir gingen einer in Rainer. Komm mit. Das war nicht meine Hardware. Sauer. Moin. Du bist sehr leise bei mir gerade. Ja, ich habe nicht laut geredet, weil ich Ah ja. Halsschmerzen und Husten. Kommt die Erkältung wieder zurück. Oh Gott, gute Besserung. Ah ja, ich werde es überleben. Wir haben mir einen Zitronentee gemacht und das reicht schon. Wow. Ich muss da nicht auch unbedingt Tee trinken. Oh, Tee ist echt lecker. Ja, Rainer, das, was du als Tee bezeichnest, hat aber mit Tee nicht sonderlich viel zu tun. Ne? Er ist vielleicht schon aus der Teefabrik unten, das, was man unten aus diesem Schredder, was da an der Seite vielleicht irgendwie durchrieselt, ne, was man da unten rauskehrt. Ja, das wird vielleicht einmal kurz dran vorbeigetragen, aber dieser ganze Brüsseltee-Nummer, da ist ja nicht viel Tee drin, Rainer. In modernen Eistee ist auch nicht viel Tee drin. Da ist ja viel Zucker drin im Normalfall. Ne? Das ist ja bei Rainer auch so. Zucker für einen Tee. Wer kennt's noch? Survival Lord Story. Das war die Staffel, wo der dann in Yum-Yum-Tüte da hinterm Zwingel da war der Hai reingeschmissen, hat danach steif und fest behauptet, er war das nicht. Die Indizien sprachen auch da wieder gegen ihn. Genau. Ja. Was trinkt ihr denn gerne für Tee so? Ich habe das gerade erörtert. Rainer trinkt überhaupt keinen Tee. Ne? Rainer trinkt Zuckerplörre. Und verstehst du, ich mag das Zeug auch. Ich habe es jetzt lange nicht mehr getrunken, weil ich jetzt echt irgendwie, keine Ahnung, seit über einem Jahr auf Holy hängen geblieben bin. Aber ich mag dieses Brösel-Tee-Gelumpe. Mag ich zwischendurch ganz gern. Das ist eine günstige Art und Weise, sich ab und zu mal den gelegentlichen Eistee ins Gesicht zu rendern. Ich liebe Rooibos-Tee mit Das ist Honig doch drin. Okay, ich bin so eine Kräutertee-Tante. Also ich trinke zum Beispiel eigentlich standardmäßig Pfefferminztee. Pfefferminz ist auch, das ist an zweiten. Ich meine Pfefferminz und erstes andere Kamillentee. Das sind halt so Dinger, die verbinde ich halt immer mit krank sein. Ne? Das immer wenn man krank war als Kind, haben wir Pfefferminz und Kamillentee gekriegt. Deswegen bin ich da ganz, ganz, ganz schlecht drauf konditioniert und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ne? Aber so ein bisschen Minze mal rein in so einen Tee, wenn es ein bisschen fresher ist, aber mit anderen Geschmäcken ist nicht verkehrt. Aber dieser klassische Supermarkt-Pfefferminztee, das eher so ja, da kommt man sich dann. Wow, ich krieg schon ein flaues Gefühl, wenn ich bloß dran denke. Ne, obwohl er schmeckt nicht schlecht, aber wie gesagt, ne, man denkt immer dran, wie es einem scheiße ging, wo man es gesoffen hat. Der Stelle. Und bei dir so, Rainer? Früchtetee. Oh, für Früchtetee habe ich irgendwie ein Trauma. Ja, weil nicht, Früchtetee ist halt auch kein wirklicher Tee. Ne, das ist halt Saft, Digga. Das ist, ne, die Früchte werden gefriergetrocknet und klein gehäckselt und kommen dann in den Beutel. Also denen wird praktisch das Wasser entzogen. Du kippst dann da einfach Wasser drauf, um dann praktisch alles, was in der Frucht ist, damit rauszuziehen. Da ist natürlich dann auch der ganze Fruchtzucker mit drin, deswegen mag Rainer das so gern. Richtiger Tee tendiert eher ein bisschen oft dazu, ein bisschen bitterer zu sein. Und wissen wir ja, bitter mag der Rainer überhaupt nicht, ne? Rainer trinkt ja auch kein normales Bier, sondern muss immer Mischgetränk. Da muss immer Zucker rein sein. Man weiß überhaupt nicht, warum er dick geworden ist.
den Kindergarten. Da gab es nur Früchtetee. Au. Zu Hause gab es auch immer nur Früchtetee. Meine Eltern haben das immer gekocht für uns beide und irgendwann hatte ich es halt einfach satt. Und dann habe ich immer nur Kräutertee getrunken. Mein Bruder aber ist auf dem Früchtetee-Trip geblieben. Das heißt, meine Eltern, wenn wir zu Hause sind und die kochen irgendwie Tee für uns, müssen die immer aufpassen, dass die für meinen Bruder Früchtetee machen und für mich Kräutertee. Hier ist es genau andersrum. Ich habe das Trauma aus dem Kindergarten. Bei mir haben sie nämlich Pfefferminztee im Kindergarten serviert. Warum auch immer. Ja, ganz ehrlich, dann haben die einen schlaueren Kindergarten gehabt. Ne? Weil Pfefferminztee ist gesünder. Ist so. Klar, Kinder mögen das süße Zeug lieber, aber ne? Kinder mögen auch den ganzen Tag Pokémon schauen, anstatt in die Schule zu gehen. Ne? Und deswegen geben wir ihnen das ja auch nicht, ne? Weil die Erwachsenen sind ja dann immer noch dafür verantwortlich. Ne? Wenn das Kind nicht weiß, was gut für es ist, dass es das dann nicht bekommt. Ich halte das für definitiv pädagogisch sinnvoller, da Pfefferminztee auszuschenken. Und vielleicht im allergrößten Notfall irgendwie so einen Schuss Saft rein oder ne, wenn es denn unbedingt irgendwie süß sein muss, so ein kleines bisschen, anstatt gleich hier den kompletten Süßhammer reinzuknallen. Und bei uns Ja. gab's und bei uns gab's nur Pfefferminztee und irgendeine Art von Früchtetee. Okay. Du merkst das selber jetzt gerade, Rainer, oder? Na, natürlich, er merkt nichts. Er hat noch nie irgendwas gemerkt und er wird es auch nie merken. Nee, bei mir war es anders. Bei mir gab es immer im Kindergarten immer nur Pfefferminztee und Früchtetee. Ja, aber Rainer, hä? Dann ist es doch genauso. Ich glaube, er wollte einfach nur dazwischen brabbeln, damit wieder die Luft scheppert, ne? Damit er auch wieder was gesagt hat. Ne? Nicht, dass die noch vergessen, dass sie auf dem Rainer seinem Discord sind. Ja, und da ist das Hauptthema halt Rainer. Ne? Und wenn die sich über irgendwas unterhalten, was nicht Rainer ist, ja, und sei es Pfefferminztee, ne, die andere hat schon wieder die Frechheit gehabt, dass sie aufhängt, von ihrer Familie zu erzählen, ihr Bruder und so, das interessiert den Rainer alles überhaupt nicht. Ja? Sie soll ihr Maul halten, ihm zuhören beim Schwadronieren und vorbeikommen, Wurstfach herhalten. Und ich meine, ich mag Pfefferminztee, so, wenn ich krank bin oder Kamille oder so. Ja. Aber mir ist natürlich als Kind einfach so oft eingetrichtert worden. Ach, sieh mal, hier kann ich auch raus. Wie geht's denn hier hin? Ui, Hilfe. Hui, Rainer! Ja, er dattelt wieder. Okay, jo. Dann, hey, da geht's weiter. Hier. Ja, ist scheißegal, wo es jetzt da weitergegangen ist. Um Tee geht's hier. Bleib beim Thema. Also bei uns ist es so, wir haben Pfefferminztee in der Schule im Kind. Das hast du bereits erwähnt. Es ist so unfucking. Er hat mir jetzt schon wieder auf 188. Mit dieser Scheiße. Und dann erzählt er denselben Mist immer 5-mal. Rainer, wenn du nichts zu sagen hast, dann halt dein dummes Maul. Kindergarten gehabt halt und ich habe dann halt als Kind, boah, das war knapp. Und ich habe dann als Kind halt Pfefferminz gar nicht gemocht, weil ich bin halt so, ich liebe halt Pfefferminztee, aber mit Honig oder so. Ja, süß muss es sein. Es muss immer, also das ist dann, im Endeffekt hat er ein Glas Honig und wenn es halb leer ist, dann gibt er oben Pfefferminztee auf. Dann wird es zweimal umgerührt und das schürt er sich dann in den kreisligen Schlund rein. Ja? Mit der Unterkiefer ausgeklappt und oben reingekippt, die Scheiße. Und dann wundert er sich, warum er dick ist und Diabetes hat. Generell Tee mit Honig, also so, wer Tee mit Zucker trinkt, nicht mit Zucker, stimmt schon. Wer Tee mit Zucker trinkt, ist in meinen Augen krank. Bold Statement, Rainer, bold Statement. Ich will jetzt gerne, ich habe den aber nicht auf dem Link, diesen Meme einblenden. Are you sure about that? Das sagt lustigerweise der 250 Kilo Pommespanzer, der sich in seinen Kaffee 12 Stück Zucker reinmacht, in eine kleine Tasse. Er sagt, ja Leute, die Tee mit Zucker trinken, total krank. Rainer, hast du mal hinten drauf geschaut, aus was Honig besteht, zum allergrößten Teil, wirklich zum allergrößten Teil, ist auch Zucker. Ne? Klar, Honig schmeckt dann besser, ist ein anderer Geschmack, aber es ist
primär auch erstmal Zucker. Ich stehe dazu. Tut mir leid, aber ich stehe dazu. Rainer, du stehst überhaupt nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Beziehungsweise du bist nicht dazu in der Lage, länger wie 2 Minuten zu stehen. Ich wette was. Ich wette was, der hat so einen Fat People Sitz in der Dusche da in Zobis drin stehen. Ja, für die Leute, die es nicht mehr aushalten, so lange zu stehen, um sich zu duschen, da ist er beim Kackduschen nicht, dass er dann sitzen kann. 100%ig. Und die obere Körperhälfte, sagen wir mal alles über den Hängetitten, wird wahrscheinlich relativ sporadisch nur gewaschen, weil da müsst ihr jedes Mal die 30 Kilo Schwabbelärmchen über den Kopf heben. Und das ist natürlich auch, wenn man so ein bisschen nicht ganz so sportlich ist, das auch ein Act. Ne? Dazu. Ja, alles gut. Und, oh, was ist jetzt hier los? Ach, okay, ich hatte Glück, dass ich nicht ins Wasser gefallen bin und das direkt eingesammelt habe. Wow. Ich bin so ein Banause, ich trinke Tee einfach nur so, ohne irgendwie was reinzumachen. Nee, das ist nicht Banause, das ist tatsächlich klug. Ne? Wenn du einen guten Tee hast und du weißt, wie du ihn zubereiten musst, dann ist das die beste Art und Weise, ihn zu trinken, weil dann schmeckt er halt nach Tee. Ich mag sehr gerne grünen Tee. Also kein Zucker, kein Honig, gar nichts. Ja, das ist natürlich die andere Seite. Ne? Also wenn du das machst, geht das auch. Nur, was ich damit meinte. Es geht. Schon, oder? Rainer, bist du da gewiss, dass das tatsächlich geht, ist möglich. Dass man irgendwie mal irgendein Getränk zu sich nimmt, sei es Tee oder Kaffee oder irgendwas anderes, ohne dass man es vorher irgendwie mit Zucker in einen melasseartigen Zustand versetzt. Ja, das schon so rausläuft aus der Tasse, wie so altes Motoröl. Der war halt, es sollte halt kein Tee sein, oder man sollte halt keinen Tee sein, halt nicht mit Zucker. Wenn, dann trinkt man Tee mit Honig. Der wird nicht mit Zucker getrunken. So. Und, oder. Rainer, wie andere Leute ihren Tee trinken, geht dich einen feuchten Scheißdreck an, ne? Dann halt blank einfach, ohne irgendwas. Aber das mag ich jetzt wiederum nicht. Der machte jetzt erst wieder der Genusslord, er kennt sich aus, ne? Kniggelord ist er auch. Und diese Banausen, wenn sie Tee immer mit schnödem Zucker trinken. Ja. Wie Proleten. Ja, Reini. Mach dich nicht besser, wie du bist, ne? Nein, ich hab gesehen, wie du deinen Kaffee zubereitest. Ich hab gesehen, wie du die Mozzarella-Kugeln am Stück ins Gesicht reingerendert hast. Ich hab gesehen, wie du die Pizza gefressen hast, die dir verbrannt ist und in der Schanze nochmal auf den räudigen Schimmelboden gefallen ist und trotzdem Unterkiefer auf vom Brett runtergefressen, ne? Weil war ja kein sauberes Messer zum Schneiden mehr da. Und das Schneiden verbraucht kostbare Kalorien und dauert auch viel zu lange. Die Scheiße, die muss direkt ins Gesichtsarschloch reingeschürt werden für maximale Verfettung. Ja? Die 300 Kilo Staffel, die kommen nicht von alleine. Ich habe all diese Dinge gesehen, Rainer. Du hast null Stil. Tu jetzt nicht so, wie wenn du eine gehobene Gesellschaft wärst. Und dann trinkst du dein Tee niemals mit Zucker. Ja. Und in der Zigarrenlounge gibt es einen guten Whisky. Ja? Der wird in einen 30 Jahre gereiften Scotch wahrscheinlich immer noch Cola reinschütten, weil es ihm nicht süß genug ist. Ich habe auch immer Honig zu Hause tatsächlich. Aber ich habe auch Ich bezweifle das, Rainer. Honig da, aber das ist, weil ich öfter mal so American Cookies Kekse backe, weil mein Bruder die gern mag und da brauche ich immer den Honig dafür. Ja, es ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, Honig im Haus zu haben. Ha? Wir sind nicht im Mittelalter, wo das extremes Luxusgut war. So jeder kann sich irgendwie im Supermarkt ein bisschen Honig kaufen. Einen guten Breitsamer. Nice. Welchen Honig habt ihr? Ich hab Langnese, flotte Bier. Ich habe tatsächlich Breitsamer Honig. Ich habe in so einer großen Flasche gekauft, weil ich da einen Space Honey zur Selbstmedikation gegen Migräne gemacht habe. Was erstaunlich gut funktioniert. Ne? Den Namen so super. Ja, den kenne ich auch. Nee, ich habe einfach nur den von Ja, weil ich manchmal zu Rewe gehe. Ach so. Und da habe ich den das letzte Mal mitgenommen.
Liebes Bärchen, sie begeben sich auf gefährliches Terrain. Obwohl, die haben schon andere Sachen gebracht, wo sie gemerkt haben, okay, Rainer checkt das nicht, der riecht da nicht Lunte. So, und jetzt, man testet so ein bisschen aus, wie weit man gehen kann. Und ob man sich dann wieder rausreden kann. Und ich glaube nicht, dass er es checkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ja. ab Edeka oder so habe ich den hergekriegt. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach ganz normalen Tee halt. Keine Ahnung, von welcher Marke der ist oder so. Nee, wir reden über den Honig. Ach so, der kommt auch selber raus. Irgendeinen halt, solange halt irgendwie Honig ist. Ach so. Es gibt ja verschiedene Honigarten. Ich mag ja diesen Ja, also- festen Honig auch sehr, sehr gerne. Diesen weißen festen. Kennt ihr den? Ja, der ist einfach nur mega gezuckert. Das ist alles, warum der so. Aber der schmeckt gut. Oder meine Oma, die isst nämlich ganz gern Kastanienhonig. Den mag ich gar nicht, weil der ist komplett bitter. Das klingt wild. Ja, also mir schmeckt der nicht. Ein bisschen süß soll er schon sein. Aber so richtig bitter. So, jetzt habe ich es perfekt geschafft, das Spiel zu aimen. Sehr Jetzt kann gut. ich hier nämlich einfach als einmal lang laufen und die scheiß Krähen können mir nichts. Ja, Ja, ganz toll. Ich bin sehr stolz auf dich, Rainer. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, aber wir haben gerade über Honig gesprochen. Ne? Nicht über deine Versagensnummern da in irgendwelchen Spielen. Oh, Dinge, ich hab mir Qualitätskontrolle mäßig meine eigenen Dinge nochmal angehört, was ich überhaupt nicht gecheckt habe. Dass er dann zwischendurch dann irgendwie, nachdem er eine halbe Stunde lang an dieses Achievement dahin gepimmelt hat und dann immer wieder von vorne angefangen und immer wieder von vorne angefangen und irgendwie auf dem 30. Rutsch hat er es dann endlich mit Ach und Krach geschafft, wo dieses Wasser nicht berühren durfte und danach so, yeah, first try. Nein, Rainer. Es war der 30., 40. Try, verzeih, kein Schmarrn, ne? First try ist, wenn du es beim allerersten Mal schaffst. Deswegen ist das was Besonderes. Wenn die Trophy-Beschreibung sagt, du musst jetzt da von Punkt A nach Punkt B kommen, ohne dieses giftige Wasser zu berühren, dann ist das ein Run. Wenn du es auf den ersten Run schaffst, ist es First Try. Danach nicht mehr, Rainer. Das in einem Rutsch zu schaffen, ohne das Wasser zu berühren, ist dann halt einfach geschafft, ne? Aber nicht First Try. Das checkt er bis heute nicht. also ich habe aktuell Akazienhonig da. Oh, Akazien. Ah, ja. Das ist auch sehr lecker. Hallo? Ja, Oh, ich glaube, bei mir ist der Discord irgendwie halb abgeschmiert. Ne, jetzt geht's wieder. kann ich dir nicht sagen. Ja, Hilfe. der Stream stand still und mein Lämmchen war irgendwie grün. Alles. Das kann an mir liegen. Okay. Ich bin nämlich, Behindert, Rainer. oh Gott, Hilfe. Nein, ich sauf ab. Das kann an mir liegen. Ich habe nämlich jetzt ich bin gerade dabei, Dinge runterzuladen. Ein Ding runtergeladen. Also, ihre Leitung wird scheiße, wenn du dir Dinge runterlädst. Also bei Ich glaube Mario nicht, dass, Kart. ich glaub nicht, dass es an dir liegt. Also bei mir war alles okay. Ah, vielleicht hatte ich auch einen kleinen Einbruch. die Hater sind schuld, ne? Die Hater. Oh, Hilfe. Da ist ein Geheimnis, aber wie komme ich da hin? Nein, abgesoffen. Wie komme ich da hin? Also das hier ist definitiv irgendwas, wo ich festmachen kann. Nein, wieder abgesoffen. Alter, jetzt brich doch endlich hier an der richtigen Stelle ab. Alter, ich sagte, richtige Stelle. Hä, ich kann da aber auch nichts. Boah, Leute, ihr kennt das Spiel. So, jetzt waren wieder ein bisschen drüge. Ein paar Minuten haben wir jetzt übersprungen. Das eine Bärchen erzählt, sie geht angeln. Und ich glaube, Rainer ist kurz davor, sich in die, also ich habe Stopp gemacht, als sie gesagt hat, sie geht angeln, weil das Ding hier Angeln heißt, ne, das Kapitel hier unten, Angellord. Und ich glaube, dass Rainer sich jetzt in dieses Thema mit einklingt und dann hören wir mal zu, was er dazu zu sagen hat. Nee, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ja, nicht Nicht. nicht Wenn man laut, angelt- das wird schon verschreckt. Nee, gar nicht, gar nicht. Gar Wenn man angelt, hält man normalerweise die Goschen. Nee, ich glaube, so eng sehen die das nicht. Ja, dann gehen sie aber nicht angeln. Du meinst, sie nehmen. Doch, Rainer, dann gehen die auch angeln. Ne? Dann gehen die, und erzähl mal du nicht, dass du dich mit Angeln auskennst. Ne? Erzähl mir du nicht, du würdest dich mit Angeln auskennen. Das ist nicht ernst genug. Nein, ich meine, dass ich weiß, was Angeln bedeutet, weil ich einen Angelschein habe und weil ich Ja, genau, Rainer. Den zorgst mal. Den Angelschein, den du gemacht hast, Rainer. Rainer, auf den Angelschein muss man
muss man Dinge lernen. Da muss man eine Prüfung schreiben danach. Der Rainer hat einen Angelschein. Freilich. Ach, ja. Lügenlord. Da sag ich ja, nicht Angellord, Lügenlord ist es wieder. Da, Rainer. Mit Angeln aufgewachsen bin. Wo mit Rudi im Wald, oder? Bist mit Angeln aufgewachsen. Du verlogener Hodenkobold, du. Und ich weiß, dass man Angeln eben, wenn man angelt, eben nicht hergeht und Die Scheiße baut. wenn man angelt, nicht Nicht hergeht und hergeht und eben dabei redet, sondern man hält halt die Goschen und ja. Okay. Ja, man kann sich da schon unterhalten. Ne? Man kann sich da schon unterhalten, so ist das nicht. Das, ne? Ich war auch schon mal angeln, ich habe keinen Angelschein, weil mir das in Deutschland zu müßig ist, ne? Einen Angelschein zu machen, damit ich dann mehr oder weniger dann wieder dafür überall bezahlen muss, angeln gehen zu dürfen und dann eigentlich für die Fische auch wieder bezahlen muss und im Endeffekt mehr, also der, keine Ahnung, ne? Es hat Spaß gemacht, ich bin mal über die Grenze gefahren und da gibt's so, da gab's dann so Teiche irgendwie, ne, so einen Tagesausflug gemacht. Dann kannst du halt zu so Vereinen hin und denen sagst du dann halt, hier, ich würde gerne angeln. Und die wiegen dann halt ab, was du rausgezogen hast aus dem Teich und dann zahlst du für deine Barrenne und dann schleichst du wieder. Und das war schon ganz lustig so, aber einen Angelschein in Deutschland machen wäre mir zu müßig. Was geht denn jetzt ab? Da habe ich keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung vom Angeln. Ich war noch nie angeln. Aber würde auch gerne mal. Ist halt eigentlich ein Sport für Leute, die gerne alleine sind. Kann man das nicht zusammen machen? Mit mehreren? Naja, Teile kannst du es mit mehreren zusammen machen. Reine Verzapftheit einfach wieder ein Schmarren. du kannst es schon alleine machen. Aber wie gesagt, man redet halt nicht dabei, man hört keine Musik dabei, man redet nicht, man wartet halt einfach und schaut und guckt halt, ob man einen guten Fisch erwischt. Ja. Die meisten Leute, die angeln gehen, die machen das halt einfach aus Entspannung. Die meisten machen das dann nicht, die meisten machen es dann. Ja, klar ist das jetzt nicht Halligalli Drecksau Party, ja? Dass man die fette Boombox da an den Teich hinfährt und ne, mitgrölt, wir fahren, ne, Ding nach Barcelona. Aber freilich kannst du dich da unterhalten. Ne? Da hockst du dich dann ein paar Meter auseinander von ne, hin, jeder schmeißt da seine Angel raus und da ratscht man halt ein bisschen. Ne? Solange es dann nicht umeinander brüst, ist alles Gucci. Halt auch mal wegen den Fischen. Ja, wie schon gesagt, ich bin noch nicht in Berührung gekommen mit Angeln, so. Ich weiß es nicht. Echt so gar nicht? Nee, noch gar nicht. So, hier gibt es auch viele Angelplätze, ne? So ist es nicht. Aber ich habe halt noch nie angeln. Also ich bin noch nie angeln gegangen. So, Ende vom Level. Okay. Irgendwas brauche ich hier gerade. Ach, wahrscheinlich den hier. Jo, ich mache einen Schneemann. Alter, wird der riesig. Das ist eine kleine Tannenzapfen, Junge. Beruhig dich mal. Wenn ich hier teilweise weiß, auch witzig. Oh Gott, was geht denn hier ab? Genau, nebenbei sammle ich immer Erinnerungen ein. Autsch. So, eingesammelt. Hey, da geblieben. Wieder dick geworden. Das hier haut mich doch bestimmt zu. Ja, war klar. Ich muss bestimmt an dich da irgendwie rankommen. Oh, da. Warum kann ich da... Und Zoe, hast du dir eigentlich schon die Kurzgeschichte durchgelesen? Im Frauenchannel. Da habe ich mal was für euch Ach so. eingemacht von einer Freundin. Die macht das Da richtig habe ich noch gut gar und nicht- öfters. Da habe ich noch gar nicht geschaut bisher. Warte mal. Ich fand die voll gut. Ist aber ganz schön lang. Ja. Also das eine Bärchen passt von der Lautstärke, Rainer ist an der oberen Grenze, das andere Bärchen, na, ist halt ein bisschen verkühlt. Die hat ein wenig einen Katar, die hört man jetzt nicht so sehr deutlich, aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Ne? Im Notfall, ne, Regler nach oben. Warte, ich lese mir mal durch. Ja, die ist noch verhältnismäßig kurz. Wenn ich bedenke, was ich heute geschrieben habe. Meine Kurzgeschichte hat um die 60 Seiten, also. Boah. Ja, Rainers Kurzgeschichte ist viel länger als die Kurzgeschichten von anderen Leuten. Das ist ja fast schon eine Langgeschichte. 61 sogar, und ich habe sie heute noch überarbeitet von 57 auf 61, genau. Rainer, Applaus. Ich bin fürchterlich beeindruckt. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Ne? Und jetzt, ne? Als Maul und schleich die. Ah. Ja, nicht schlecht. Ja, genau. Du hast geschrieben, du willst es jetzt doch nicht veröffentlichen. Bleibst Ich es doch schreibe grundsätzlich nichts, um es zu veröffentlichen. Rainer ist gelogen.
Warum ist es dann öffentlich im Internet auf deinem Blog gewesen alles? Warum schreibe ich denn dann einen Blog im Internet, wenn ich nicht vorhabe, irgendwas zu veröffentlichen? Grundsätzlich nicht. Ne? Ich schreibe nie was, um es zu veröffentlichen. Aber es wird danach immer veröffentlicht. Und Motorradfahren tut er auch nicht. Ne? Schreibe für mich in erster Linie, das habe ich heute auch schon Zoe erzählt. Also alles, was ich so schreibe, das ist voll cool. Jetzt habe ich hier überall. Oh Gott. Rainer, bleib beim Thema. Das ist voll geil, ich schreibe das mal oh Gott. Ich schreibe in erster Linie für mich und nicht, um es zu veröffentlichen. So, und ja, ist dieselbe Lüge wie, er hat damals seinen YouTube-Kanal nur wegen seine Kumpels und Arbeitskollegen nur gemacht. Und alles Horseshit, Rainer. Ich glaube schon, dass dir das auch Spaß macht für dich, ne? So eine Prima Noctis-Geschichte zu schreiben. Weil das in einem Rutsch nicht geht, sondern zwischendurch nochmal 5-mal Selbstbefleckung. Ne? Und wissen wir ja eh, Schreiben ist ja eh nicht sein Steckenpferd, da braucht er halt immer länger. Aber das findet er schon gut. Und dann, wenn er es dann fertig hat, dann denkt er, das ist pures Gold, darf ich der Menschheit nicht vorenthalten. Ne? Das ist meine geistige Brillanz. Es wäre egoistisch, das zurückzuhalten. Die Menschheit hat ein Recht darauf, diese großartigen Geschichten lesen zu dürfen. Dann werden sie zwangsweise veröffentlicht, aber eigentlich will er sie ja gar nicht veröffentlichen. Wenn sich mal irgendwann was ergibt, dass ich es veröffentlichen kann, dann kann man darüber reden und nachdenken, aber da ich grundlegend nicht davon ausgehe, dass ich das irgendwann veröffentlichen kann, weil meine Geschichten schon sehr, sehr speziell sind, gerade im Punkt... Ja, speziell ist jetzt auch ein schöner Euphemismus, Rainer. Ich habe andere Adjektive gehört, so wie abartig, widerlich, pervers, verabscheuungswürdig, strafrechtlich relevant, gestört, habe ich gehört. Also, ich habe sehr, sehr speziell jetzt zum ersten Mal, aber passt auch. Sexualität und so weiter, brauche ich genau dafür einen Verlag und da jemanden herzukriegen, habe ich bisher nicht geschafft. Also halte ich das. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, in einer Welt, in der Dinge wie 50 Shades of Grey und Twilight bei Verlagen veröffentlicht und verkauft werden, das nicht zu knapp, gibt es, glaube ich, für so kinky Literatur-Genre einen größeren Markt, Rainer. Aber nicht für das, was du da machst, ist halt das Borneo-Drehbuch, ne? Und zwar die Sachen, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Ne? Hier war das 8mm ist der Film, glaube ich, mit Nicolas Cage, wo es um diesen Snuff-Film geht. In die Richtung gehen wir da, ne? Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich das auch noch künftig irgendwann schaffen werde. Alter, was machst du denn da? Warum rennst du denn da hoch? Oh Gott, Hilfe! Okay. So. Wenn sich mal irgendwann was ergibt, wäre das natürlich cool, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Weil ich lese mir die Problem ja auch ist, mit meiner Freundin durch, so. Die können auch heftig Ja, sein. das ist aber, ich habe mir die Geschichte ja inzwischen auch mal angeschaut. Das ist schon eine andere Hausnummer halt, ne? Was ich schreibe. Das, was ich schreibe, ist schon deutlich heftiger. Außer Das ist geil, wie er sich da auch noch fühlt dabei. Boah, ey, was ich schreibe, das ist richtig harte Zeug. Ne? Da ist hier mit Kindern und alle drum und dran. Ne? Aber er weiß ja nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, ihm hier PDF-File Ding vorzuwerfen. Kann er sich nicht ausdenken, weiß er nicht. Aber hier wird's prallen, die richtig harten Geschichten. Da geht's immer um Goblins und dem, ja, grundsätzlich ist mein Schreibstil auch ein komplett anderer als der von einer Freundin. Ja, ich weiß nicht, Stil ist da schon eher ein hartes Wort, ha? Das deine Schreibart Ding wäre doch dein Schreibding. Einigen wir uns doch da drauf. Obwohl Schreiben ist auch wieder nein, es passt beide Vokabeln nicht. Es passen einfach beide Vokabeln nicht, weil als Schreiben kann man das ja nicht bezeichnen. Ne? Das hat ja mit weder Rechtschreibung noch Grammatik noch sonst irgendwas irgendwie zu tun mit der deutschen Sprache, in der es angeblich verfasst sein soll. Ne? Man kann den Sinn zwar dann, also den Sinn
das schwierige Wort. Also man kann die Zusammenhänge, die du dir da in deinem Kopf zusammengesponnen hast, dann schon rauslesen. Aber so richtig geschrieben ist ja das auch nicht, ne? Hier einen Knoten machen, mal kurz konzentrieren. Hier einen Knoten machen, hier einen Knoten machen, da drüben einen Knoten machen. Genau. Und dann mal gucken, wo es hingeht. Ja, wie gesagt, das, was ich schreibe, ist halt schon deutlich heftiger. Und Ja. und ich weiß halt auch nicht, ob das im Ob das halt hier Allgemeinen so, so? jetzt kann ich oben lang und unten lang. Ich muss wahrscheinlich, ja, ich verstehe schon. Ich muss wahrscheinlich unten lang, weil ich wieder einen Faden brauche. Und dafür brauche Ja, richtig. Du hast selbigen gerade verloren mal wieder, Rainer. Du warst bei dir und wie geil dein Schreibstil ist. Und so. brauche ich wieder den Kollegen hier. Ja, genau, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Yay, und zurück. Ding. Eine Sekunde, ich muss kurz Pause machen. Oh, da sind wir wieder. Kurz Fenster zumachen, weil es Keugerei gegangen. Herbst ist es. Wie gesagt, das ist heftiger, was ich schreibe, und das ist auch, unabhängig davon, ob es heftiger ist, auch noch die Situation, dass es halt schon ein sehr, sehr spezielles Genre bedient. Und das ist halt Genre, Rainer. Situation. Speziell, da haben wir das Wort wieder. Ja, keine Ahnung. Wenn das mit dem Genre schon mal erzählt, das ist einfach ein Hugendubel, da steht dann da Belletristik und Reise und Krimis, Fantasy, Englisch, Hageldom, und da steht er dann sein Zeug. eine Sache, die halt gerade in Verlägen halt auch ein bisschen ein problematisches Thema ist, weil es gibt halt auch sehr viele, die diese Themen halt gar nicht erst in ihren Verlägen haben wollen. Und ich habe, wie gesagt, eben noch keinen Verlag gefunden, bei denen das eben anders ist. Gibt natürlich auch. Ja, das wäre jetzt für einen vernunftbegabten Menschen, wäre das jetzt einfach, da irgendwie 1 und 1 zusammenzuzählen und festzustellen, dass das halt einfach Schund ist, was du da geschrieben hast. Und du froh sein kannst, dass, sollte er das tatsächlich einem Verlag vorgelegt haben, was ich nicht glaube, dass die nicht angezeigt haben. Und, ja. Aber den geistigen nächsten Schritt kann er natürlich auch wieder nicht machen. Scheitert er wieder. Baum der Erkenntnis bleibt wieder in weiter Ferne. Nee, was er schreibt, ist Gold, ne? Die anderen sind das Problem. Ne? The children that are the problem. Auch Verlage, die ich nicht kenne, aber kannst du trotzdem nicht wissen. Ja. Yay, Popcorn. Ein paar Sachen sind doch veröffentlicht worden unter dem Rudolf Winkler Verlag, glaube ich, oder? Super neugierig gemacht. Dürfen Zoe und ich die dann wenigstens lesen? Das Problem daran ist, ich habe schon einiges an Büchern geschrieben oder Geschichten und habe die veröffentlicht unter Leuten, denen ich vertraut habe, und die haben das dann letzten Endes im Internet vertickt und haben. Ja, machen da bis heute noch irgendwie ein paar Barren im Jahr damit, und ich find's hilarious. Aber was jetzt hier auch wieder sagt ist, nee, ihr dürft das nicht lesen, weil ihr seid einzige Hater, die das dann liegen. Ich meine, klar, das sind sie. Und ich hoffe, dass die es vielleicht doch noch geschafft haben, ihm die Scheiße nochmal aus dem Kreuz zu juckeln, damit sie das vielleicht auch noch veröffentlichen können. Weil das zeigt halt auch wirklich sehr, sehr, sehr viel über. Da hast du es dann schwarz auf weiß. Kannst du sagen, hier, das da hat er geschrieben. Liest dir es durch, hier ist Taste Scrotty McBuggerballs. Haben dann das teilweise noch verändert und teilweise noch kranker geschrieben und dann was weiß ich alles für ein Scheiß. Ja, na, Rainer, das haben sie nicht verändert und auch nicht kranker geschrieben. Ja, deinen sogenannten Schreibstil, den hat man da schon sehr gut rauslesen können. Aus der Nummer. Ne, das hat kein anderer geschrieben, so das war's schon alles du. Haben das öffentlich auf Amazon und so weiter verkauft, und das Ende vom Lied war. Das tun die immer noch, Rainer. Das tun die immer noch. Du hast so ein Spätzle von mir zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Dass die, Yeah. dass die damit halt Geld gemacht haben auf meinen Namen, ich nichts dagegen. Und Das ist das Problem. Jetzt sind wir doch bei des Pudels Kern angekommen, Rainer. Jetzt wissen wir doch, was das Problem ist. Ihnen doch scheißegal, ob die das veröffentlicht haben. Natürlich ist das genauso veröffentlicht worden, wie es aus seiner Feder gekommen ist, ne? Dass die damit Kohlen gemacht haben, das ist sein Problem. Ne?
andere Leute machen mit seinem nicht monetarisierbaren Schund Barne und das auf seinen Nacken. Das ist sein Problem. Und er kann die Scheiße nicht monetarisieren, weil es ihn niemand abkaufen würde. An den Hatern, die das veröffentlicht haben, bei denen wird's gekauft. Ja, das ist dasselbe Prinzip mit den Inge-Streams. Ja? Wenn in deinem Stream irgendwie 50 Hanseln waren und einer davon war Inge und der hat das gerestreamt und bei dem waren 5000 drin. Und die haben die gerechte Gaudi gehabt und du bist in deinem 50 Hanseln Stream irgendwie mit dem Bannhammer nimmer hinterhergekommen, nachdem du irgendwie Buchstabe für Buchstabe irgendwie die Hater-Kommentare zusammengewieselt hast und dann 3 Minuten gebraucht hast, um zu checken, dass es wieder mal Beleidigung war. Und dann ist der Bannhammer geflogen. Grüße gehen raus an Rita aus Weiden und so, ne? Nehmen konnte und ja, Arschkarte. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, wem ich irgendwelche Informationen oder Bücher oder Geschichten oder so gebe. Weil wenn ich sie wirklich irgendwann mal veröffentlichen will, was ich in erster Linie, wie gesagt, nicht will, weil ich sie eben für mich schreibe und nicht für jemand anderen und nicht in der Absicht bin, die eigentlich überhaupt zu veröffentlichen. Also er hat jetzt gesagt, er hat die Sachen für sich geschrieben, er hat nie die Absicht gehabt, das zu veröffentlichen, aber er hat es an viele Verläge geschickt und die haben ihn alle abgelehnt. Und es wäre schon schön, wenn es irgendein Verlag dann tatsächlich mal annehmen und veröffentlichen würde. Aber er will das ja eigentlich nicht veröffentlichen, weil er es nur für sich geschrieben hat. Hier, Furzgeräusch bitte hier einfügen. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Kannst du jetzt vielleicht für eine Lügengeschichte entscheiden. So, entweder willst du es veröffentlichen oder willst du es halt nicht veröffentlichen. Wenn du es grundsätzlich nicht veröffentlichen willst, dann spar dir den Scheiß darum, wie geil das wäre, es veröffentlichen zu können. Und wenn du es grundsätzlich schon veröffentlichen willst, dann kannst du es auch den Bärchen irgendwie zeigen. Weise, es ist halt ein bisschen schwierig, wie ich damit umgehen soll. Ja. Hey, ich will fliegen. Rainer, das ist überhaupt nicht schwierig. Ich kann dir sagen, wie du damit umgehst. Hör auf, diese Scheiße zu schreiben und such dir Hilfe. Geh mit dem, was du bereits schon verfasst hast, zu einem Psychologen und sag, ich brauche dringend Hilfe. Ruf da irgendwie bei der Hotline an. Das findest du, google das, ne? Da gibt's so es ist kein Täter werden, heißt das, glaube ich. Google das und dann machst du da einen Termin und dann nimmst du exemplarisch ein paar von deinen großartigen literarischen Werke da mit, ne? Und wenn der Therapeut fragt, Herr Winkler, wo liegt das Problem, dann legst du ihm die vor und sagst, lesen Sie das, dann wissen Sie es schon. Ne? Und wenn der dann danach, sagen wir mal, nicht selber sofort Notfallsitzung bei seinem Therapeuten braucht, dann wird er dir wahrscheinlich irgendwie starke, sehr, sehr starke, wahrscheinlich sedierende Medikamente beschreiben. Ja, wie gesagt, ich würde es ja euch schon geben, aber es ist halt immer eine risky Sache für mich so und ich weiß halt auch nicht. Ich für meinen Teil hätte schon gerne Feedback. Okay, das war's. Ich für meinen Teil, ich hätte schon gerne Feedback, aber... Nein, Rainer, hättest du nicht, weil du hast doch gerade gesagt, dass du die Scheiße nur für dich selber geschrieben hast. Alter, wenn ich irgendwas nur für mich schreibe, dann will ich auch kein Feedback. Das ist im Übrigen dieselbe verlogene Scheiße, die Frauen sind ja die Haupttäterinnen, aber bei den Männern gibt es auch einige, diese verlogene Scheiße von wegen so, ja, ich brezel mich beim Fortgehen ja nicht auf, um anderen Leuten zu gefallen, sondern weil ich mich da schön, ist alles nur für mich, das ist alles Horseshit, ne? Wenn es nur für einen selbst wäre, würde man jeden Tag und auch zu Hause und immer so rumlaufen. Und das tut man nicht. Ne? Wenn das ist so, ich mache das nur für mich und ich fühle mich so wohl, dann wäre das so ein Alltagsding. Dann glaube ich das. Ne? Aber jeder von uns, der fortgeht und vor allem, wenn man irgendwie Single ist und irgendwo so ein bisschen auf der Hatz, ne? Egal ob Männchen oder Weibchen, in der Situation brezeln wir uns auf, um die Aufmerksamkeit anderer Leute auf uns zu ziehen. Punkt. Ne? Als anderes verlogener Scheiß. So einfach ist es halt, wie gesagt, leider. Ich hab die Kommentare, die ich dafür kriege, schon wieder vor meinem inneren Auge, aber das soll mir jetzt auch wurscht sein. Ne? Von meiner Psyche her, um Gottes Willen. Verkackt. Aber ich glaube, wir können übrigens gleich loslegen. Ich glaube, es ist schon fertig. Mal gucken. So, gefällt dir das Spiel denn? Ja, aber bei dem zweiten Teil, also wenn wir das so zusammenspielen,
dann, dann hoffe ich, dass ich nicht allzu schlecht bin. Weil irgendwie, also ich habe das ja noch nie gespielt. Und Ja, das würde ich an ihrer Stelle auch hoffen, weil er hat ja beim letzten Mal sauber, ne, das Sau gemacht. Ne, wie sie sich nicht dumm anstellt und ja, jetzt mach halt hier, wir brauchen mehr Holz und ne, dann muss halt einen Schritt zurückgehen, ne? Hätte man ja wissen können. Stell dich nicht so an. Und ich hab ja nur einen Teil davon auch wirklich hier mitbehandelt. Das war ja 3-mal so lang wie das, was ich da behandelt habe. Und die einfach nur zur Sau macht, weil sie so scheiße zockt in seinen Augen. Er, ne? Schaut euch die Ezio-Videos mal an oder, nee, noch besser. Schaut euch das Ezio-Video nicht an, geht zum Troll Lindemann hier auf dem Ramlord-Kanal und dann schaut euch dem seine Videos an, hier mit Hogwarts Legacy. Das pures Gold. Einfach dieses dämliche Button-Gebäsche von ihm, der große Profi-Gamer, und dann beschwert er sich drüber, wenn das Bärchen in einem Spiel, was sie zum ersten Mal spielt, nicht sofort irgendwie alles checkt. du kennst dich ja da schon ein bisschen aus, oder nicht? Den zweiten Teil habe ich jetzt auch nicht so aktiv gespielt. Den zweiten Teil ist halt so die Sache, du kannst den alleine spielen, du kannst den aber auch im Multiplayer spielen und das macht die Sache ein bisschen schwierig. Oh Gott, ich habe es geschafft. Bin aus Schreck zurückgesprungen, weil ich gedacht habe, ich hopp's nochmal an das Teil rüber. Nö, verkackt. Yay. Wow. Ah, Switch und Zocken. Wunderschön, das überspringen wir. Ich habe jetzt da auch nicht mal reingehört. Wenn hier Switch und Zocken steht, das ist Wayne. Hier steht endlich spannend. Was sein? Keine Ahnung, was sein. Seine Drachenbarde. Okay, ja, let's go. Eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Warum kam da jetzt ein zweiter? Warum? Ja, was alles passieren müsste und was man alles sagen müsste und was alles sein müsste. Es ist halt immer so eine Sache, ne? Ja. Aber wenn es das so drüber... Ja, hat die da die Ware, wenn der Hund nicht geschissen hätte, dann hätte er einen Hausen gekriegt. Einer, das ist auch the Story of your life. Ja, hätte er doch nur. Hätte er doch damals nicht mit YouTube angefangen. Hätte er sich doch einfach einen Job gesucht. Hätte er sie nicht auf 250 Kilo hochgefressen. Hätte er doch die Leute im Internet nicht belogen und provoziert. Hätte er doch die Schanze nicht verkauft, hätte er doch seinen Strom bezahlt, hätte er doch hier, hätte er doch da, hätte. Ne? Ja, mit Hatidadiwari hat noch keiner gewonnen. Man muss halt dann auch aus den Scheiß-Situationen irgendwann nochmal was lernen, wenn man richtig, richtig heftig ins Klo gegriffen hat. Nach dem 5. Mal und jedes Mal wieder die Hand voll Scheiße ist und dann musst du es dir wieder unter die Fingernägel rauskratzen und so weiter. Und dann, ja, aber vielleicht ist ja diesmal was anderes drin und du greifst wieder ins selbe Klo, ohne vorher auch nur selber gespült zu haben, dann bist du halt hageldumm, ne? Da hilft dir dann Hatidadiwari irgendwann auch nichts mehr. Wenn du es beim nächsten Mal wieder genauso machst, dann kannst du den Hatidadiwari-Bullshit ersparen. Nachdenkst, ist mein Leben... Au. Wenn du darüber nachdenkst, ist das in meinem Leben noch nie anders gewesen, was alles sein müsste. Wenn du darüber nachdenkst... Nein. Da sind wir jetzt wieder. Was müsste denn sein? Rainer, ich sag dir, was sein muss. Du müsstest eigentlich im Knast sitzen. Rainer, du hast, obwohl, das ist ja das Wilde, obwohl er ja immer Hatidadiwari und immer die falsche Entscheidung getroffen hat, es ja trotzdem geschafft, sich aus dieser Miserie so rauszuwieseln, dass er immer noch nicht im Gefängnis sitzt, wo andere Leute schon lange im Gefängnis gesessen hätten. Schon lange. Rainer, du weißt gar nicht, was du überhaupt noch für ein Dusel gehabt hast. Wie viele, wie viel Kugeln du ausgewichen bist, einfach durch eigene Havarie. Das ist unfassbar, Rainer. Das Winklerglück hat so oft geregelt für dich. Eigentlich müsstest du schon lange im Knast sitzen. Aber das sieht er nicht so, ne? Der erzählt jetzt, eigentlich müsst die Etzadler so und so viel Ding und müsst meinen YouTube-Kanal noch haben und Profi-YouTuber sein und 2 Millionen Marke, wie viel Hunderttausende im Monat nicht verdienen müsste und Placements kriegen, wenn die Welt doch nur eine gerechtere wäre. Aber die ungerechte Welt, ne, wegen die schlimmen Menschen, alle anderen, ne, nicht er, wegen die anderen schlimmen Menschen ist die Welt so ungerecht. Eigentlich müsste er es doch alles haben. Er hat doch immer alles richtig gemacht. Das ist jetzt die Story, die kommt. Ich müsste eigentlich auf YouTube mit meinen Videos, mit meiner Reichweite, müsste ich eigentlich Tausende von Euro verdient haben. Ich müsste eigentlich um die 10.000 bis 15.000 Euro verdient haben in der Zeit. Aber wegen den ganzen Hatern habe ich keinen Cent damit verdient, oder? Tada! Ja, Leute, tut mir leid, ich muss mich jetzt ein bisschen fühlen.
Ich habe es jetzt fast im O-Ton vorher gesagt, da muss ich mir ein bisschen fühlen. Ich bin nicht oft so, dass ich sagen muss, hier, ne? I'm the greatest, aber da, bitte sehr. Und das ist jetzt auch nicht so die Riesenleistung, weil er ja immer dieselbe Schallplatte abspielt und wenn man sich ein bisschen auskennt mit ihm, kann man das predikten. Aber dass ich wirklich fast den Wortlaut getroffen habe, da bin ich schon ein wenig stolz auf mich. Kein Cent ist jetzt auch nicht richtig. Ich habe teilweise schon am Ende ganz gut verdient. Aber meine. Ja, schon, oder? Zu viel für, aus Sicht der allermeisten Leute, die ich kenne. Hast du zu viel verdient mit der verdient? Kasper, es ist wirklich keine Ahnung. Es ist schwierig rauszukriegen. Ne? Verdient hat er natürlich nichts. Ne? Darum Forzen hat er verdient, ansonsten nichts. Aber du hast damit sehr viel Geld gemacht. Sagen wir es mal so. Account wurde ohne wirklich rechtliche Gründe gesperrt. Das ist aber schon sowas von rechtliche Gründe. Aber für die müsste man die AGBs lesen können, Rainer. Und ohne wirkliche rechtliche Gründe wurde mein Account gesperrt. Und okay, am Ende war ich ja dann dumm da gestanden. Na, nicht am Ende, letzten Endes, Rainer. Und lass dir gesagt sein, Rainer, du bist davor auch schon dumm dagestanden. Du bist halt davor auf YouTube dumm dagestanden und danach bist du halt ohne YouTube dumm dagestanden. Aber dumm dagestanden bist du schon die ganze Zeit, ne? Und hatte dann keinen Account mehr, habe dann mit meinen Videos auf TikTok Geld verdienen müssen, aber auch da war es dann so, dass ich eigentlich so große Reichweite hatte, dass ich eigentlich problemlos auch da schon ziemlich viel Geld hätte verdienen müssen. Ja, ich habe Rainer, ist dir mal aufgefallen, was du da stellenweise umgesetzt hast? Ne? Da wir wissen, dass du dafür keinen Knopf Steuern gezahlt hast, klar, das liegt ihm jetzt wieder wie ein Damoklesschwert über dem Kopf, aber da wir wissen, dass du keinen Cent Steuern dafür bezahlt hast, Rainer, was du da in der Stunde stellenweise umgesetzt hast. Da waren ja Abende dabei, hat der 60, 70 Euro in der Stunde gemacht auf Tickety Tockety mit hier Matches und Battlen und Rosen. Ne? Tippen, liken, 10 Rosen braucht man, 10 Rosen. Jetzt zählt alles doppelt, rein. Ne? Und der Scheiße. 70 Euro in der Stunde. Das war praktisch, ne? Bei Inge im Stream, der hat immer diesen Counter mitlaufen lassen. Der ist so ein Bot gehabt, der das immer im Blick hatte, wenn was gespendet wurde und das dann alles so zusammengerechnet hat, um unten eine Zahl rauszuballern, was Rainer tatsächlich rauskriegt, ne? Abzüglich allem, was sich Diggity Doggity selber abgezwackt hat und so weiter und so fort. Was Rainer aufs Konto überwiesen kriegt. Und wie gesagt, da waren wir bei 70 Euro in der Stunde. Wer von euch verdient 70 Euro in der Stunde? Schaut das mir rein. Ich möchte mich bei eurem Arbeitgeber bewerben. Ja? Ich glaube, die allerwenigsten verdienen 70 Euro in der Stunde, Rainer. Eigentlich hätte er viel mehr verdienen müssen, Rainer. Eigentlich hättest du überhaupt nichts kriegen dürfen. Nicht dafür. Nicht dafür. Dass du dich da hinsetzt und sagst, Rosen, Löwen, Universum, Tippen. Doppelt, jetzt alles doppelt, Rosen. Na, dafür nicht, Rainer. Dafür verdient man Orientierungsschelle. Damit man mal begreift, auf was für ein Kasperle-Theater man mal hier im Internet veranstaltet. Und nichts anderes. Geld soll es dafür überhaupt nicht geben. Eine so große Reichweite, dass ich da eigentlich ohne Probleme, eigentlich von Sponsorverträgen von mehreren 5.000 bis 10.000 Euro sprechen pro Vertrag. Ja, das ist halt das Problem, ne? Dass, wenn die Leute immer sagen, es gibt keine schlechte Publicity, ist das halt nicht so hundertprozentig richtig. Ne? Wenn du halt einen Ruf wie Donnerhall hast und niemand dich mit irgendwas Positivem verbindet, dann bist du halt auch ein ungeeignetes Werbegesicht für egal wen, Rainer. Und wie gesagt, mich wundert es, dass nicht irgendwer ihn mehr oder weniger angeheuert hat, um Werbung für die Konkurrenz zu machen, damit die einen Shitstorm kassieren. So, das wäre ein Ding. Boah, Leute, mir fällt es gerade ein. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich habe gestern Abend habe ich ein Video gesehen mit einem Interview mit Kevin Wolter. Kevin Wolter ist ziemlich abgestürzt. Er hat jetzt gesagt, irgendwie, keine Ahnung,
er macht da sein Zeug und ihm bleiben so im Endeffekt so 500 Euro im Monat für sich zur freien Verfügung. Aber er sagt, er ist glücklicher damit, als das, wie es vorher war, immer hustlen müssen. Und wenn das so ist, dann schön für ihn, ne? Aufgepumpt ist er immer noch. Aber den haben sie gefragt, ne? Ob er seiner Social-Media-Karriere, ob er da irgendwas bereut. Und das ist wie aus der Pistole geschossen. Das Erste, was er gesagt hat, ja, die Drachennummer, die war dumm, die hätte ich nicht machen dürfen. Da hätte ich mich besser informieren müssen, so wäre ich richtig in die Scheiße gelangt. Aber wenn er das gewusst hätte, hätte er sich niemals mit dem Typen getroffen. Das war, keine Ahnung, der Mann hat dicke Sponsorverträge gehabt und hat im Monat sechsstellige Summen stellenweise verdient mit der Scheiße. Und ist jetzt an einem Punkt, wo er sagt, hey, ich habe alles verloren, verdiene jetzt so viel, dass ich 500 Euro im Monat für mich selber habe. Aber das ist der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe. Ne? Das ist halt wild. Okay, Also, krass. ja, ich hatte am Ende 300.000 bis 400.000 Follower auf TikTok. Ich hatte fast 400.000 Follower auf Amazon. Auf YouTube meine ich. Das, Das eine ist überbewertet und das andere ist gelogen, Rainer. Du hast, ich glaube, 224.000 waren es, glaube ich, am Schluss. Ne? Vielleicht waren es 225, aber ich glaube, es waren 224.000 und ein paar zerquetschte, als der Kanal genugt wurde. Nicht über 400.000, Rainer. Bei weitem nicht. Das Lülülü. Aber das wird auch jedes Mal mehr. Das ist lustig. Am Anfang war es noch ungefähr, am Anfang in der TikTok-Zeit, also ein halbes Jahr nachdem er seinen YouTube-Kanal verloren hat, da waren es noch so 250.000. Ne? Dann waren es zwischendurch mal so 300.000. Dann waren es jetzt sind es schon über 400.000, die er gehabt hat. Ne? Sollte der noch 10 Jahre leben, in der Geschichte in 10 Jahren verzählt, dann hat er 2 Millionen gehabt. War der größte YouTuber in ganz YouTube-Deutschland. Alles hat er gehabt. Frauen, Privatjets, Yachten, Champagnerpartys. Soweit ist der Mann inzwischen von der Realität weg. Komplett utopisch. 224.000 Abos hast du gehabt auf YouTube. Und davon waren 99% entweder Bots oder Abo-Leichen. Man hat das an den Aufrufen gesehen. Man hat es an den Aufrufen gesehen. Du hast zwar 224.000 Abos gehabt, du hast aber Aufrufzahlen gehabt wie ein 20.000 Abo-Kanal. Wo ist die Diskrepanz? 90% von der Scheiße war gebottet oder irgendwelche Abo-Leichen. Fertig. Du hättest deutlich mehr Aufrufe haben müssen. Für die Abos, die du gehabt hast. Es wäre noch schlimmer gewesen, wenn er tatsächlich 400.000 gehabt hätte und plus 20.000 Aufrufe. Die Seite der Medaille hat er natürlich nicht betrachtet. Ne? Rainer hat nur gesehen, da kommen jeden Monat Barren rein. Ich hocke mir jetzt dahin und erzähle euch was über einen Aschenbecher, den ich mir auf die Monsterdose tue, damit er kein Websnipe liegt und dann ist er irgendwann von YouTube Barne. Rainer, du hast dich um die Hygiene deines Kanals genauso sehr gekümmert wie um die Hygiene deines Körpers. Ja, und so wie auch dein Körper in bald den Metal Off sagen wird, hat es halt der Kanal schon früher getan. Er hat es halt nicht so lange ausgehalten. Und das ist eine Menge. Und dazu kommen noch meine Songs. Ne? Also zum Beispiel der eine Song. Boah, halt dein Maul mit deinem scheiß Gürske. Keiner von diesen Songs war dein Song. Rainer, du hast da irgendwie deine, nicht einmal die Lyrics ins Mikro genuschelt. Und die anderen Leute, die die Melodie für dich gemacht haben und den Text für dich geschrieben haben und alles andere gemacht haben, haben dann das genommen und die Rendermühlen angeschmissen und da so viel Autotune drüber gehaut, dass das nur kracht hat. Er muss gequalmt haben. Ich weiß nicht, wie viele Prozessoren da durchgebrannt sind, weil die Rechenleistung einfach unglaublich, um das einfach
auf ein Level zu bringen, wo die Leute zu Hause, wenn sie es einschalten, wo ihnen nicht die Fensterscheiben rausfliegen. Ne? Du bist kein Musiker, Rainer. Du hast keinen einzigen musikalischen Knochen in deinem Scheißleib. Den ich gemacht habe, der hat ja über 1 Million Aufrufe gehabt damals. Ah, darüber haben wir letztens sogar geredet. Ja, der hatte viele Aufrufe, Rainer, aber das hat man auch schon mal durchgenommen. Das war halt dieses Autounfallphänomen. Das hat niemand unironisch geschaut. Niemand hat gesagt, boah, krass, Skör, Skör vom Drachenlord, das ist der beste Song dieses Jahres. Den müssen wir für einen Preis nominieren. Ne? Das ist unglaublich, ein Virtuose. Hat nie irgendjemand gesagt. Alle Leute haben gesagt, hey, schau dir diese Scheiße mal an, da ist ein dicker 58er, der macht sich zum Obst und fährt im alten, schrottigen Audi in der Gegend rum und fühlt sich wie der Allergrößte. Wie braindead kann man eigentlich sein? Deswegen haben das so viele Leute gesehen. Den kenne sogar ich, den, Skör. ja, genau, der. Okay. Gibt's den noch irgendwo? Kann man sich den noch anhören? Kannst du dir jederzeit auf Amazon anhören, auf Disney, auf Disney. Kannst du dir auf Amazon auch anhören, auf Spotify kannst du den dir anhören. Auf Spotify sind alle meine Songs. Ich hab 14 Songs rausgehauen. Okay. Ja, 14 Songs in 14 Jahren Karriere, ne? Merkst selber rein, also dass das nicht da gibt. Ne? Eine normale Band haut 14 Songs auf ein Album. Ja, und wie gesagt, er hat keinen einzigen davon selber geschrieben. Das hat immer andere Leute für ihn gemacht. Deswegen sind ja dann auch keine Songs mehr gekommen, als er damals dann das Rudel vergrault hat. Ja? Ja, die Leute, die ihm diese Scheiße gemacht haben, hat er vergrault und deswegen ist keine Mucke mehr gekommen. Er hat es dann immer noch angekündigt. Ja? Oh, es kommt noch was, hier kommt noch was, da hat er noch was in der Pipeline. Der nächste Song wird bald veröffentlicht. Gekommen ist aber de facto halt nichts, weil er halt einfach keine Dummen mehr gefunden hat, die Scheiße für ihn machen. Und selber machen war nicht drin, weil wie gesagt, der Mann hat keinen einzigen musikalischen Knochen im Leib. Muss ich mal reinhören, auf jeden Fall. Musst du uns mal schreiben, wie die heißen. Google einfach, warte. Ja, Google Drachenlord, kennen wir. Eigentlich will ich mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Was soll's. Wir können auch wechseln, wenn du willst. Rainer, du hast doch angefangen damit. Du hast doch angefangen damit. Ich bin doch jetzt der Depp. Bin jetzt ich der Depp? Rainer, du hast doch gerade vor 2 Minuten angefangen mit, ja, ich habe Musik gemacht. Erst hat er angefangen mit, ich müsste eigentlich so und so viel Geld auf Social Media verdienen. Eigentlich müsste man einen YouTube-Kanal noch haben, die ganze Scheiße, die ich vorher gesagt habe. Skör, hat er gemacht, so und so viele Millionen Aufrufe, Musik hat er gemacht, alles super toll. Ja, wo können wir denn die hören? Ja, ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ja, Rainer, warum schwadronierst du dann darüber, wenn du nichts mehr damit zu tun haben willst? Das ist hier wie hier, Schreibstil, ne? Er will es ja nicht veröffentlichen, aber schickt es an 1000 Verlage. Er will ja nicht reden über seine YouTube-Karriere und seine Musik. Will er ja nicht, aber er fängt damit an. Weil er aufschneiden will, weil er sich denkt, da werden die feucht im Höschen. Die wären schon feucht im Höschen, aber nur weil sie sich einnässen vor Lachen, weil sie es nicht mehr halten können. Weil du die wieder zum Obst machst im Internet, Rainer. Na, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, wenn du nicht willst. Hier. Ah, ja. Das sind die Songs, die ich damals rausgehaut habe. Hier sind jetzt nur 10. Das waren doch mehr als 10, oder? 1, 2, 3. Der weiß nicht. Anscheinend waren es nicht mehr als 10. Keine Ahnung, ich habe die nie alle gehört. Da muss ich sagen, das ist wirklich, ich habe ein paar gehört und das hat mir im Gehörgang so wehgetan, dass mir den Rest geschenkt habe. Kann sein, dass er bloß 10 Songs geschrieben hat, ne? Große Anführungszeichen. Aber es ist halt wieder lächerlich. Das ist dasselbe Problem wie gerade eben mit den Abozahlen bei YouTube. Ne? 14 Songs habe ich gemacht. Hier sind alle, es sind ja bloß 10. Ne? 400.000 Abonnenten hat er gehabt. Oder im Maul. 3, 4, 5, 6, 7. Es sind 10 Stück, genau 10. Es müssten noch mehr sein, warte mal. Das nur 10? Das müssten 13 sein. Die Songs heißen Skör, Mana, Ulu, Sterbende Drachen, Baron Krieg, Versifikateur, Ankündigungslord, Meine Stärke, Unbesiegt, Ding, Träume, Scherben und Metamorphose. Müssten das eigentlich sein. Ja, da bin ich gespannt. Da höre ich auf jeden Fall mal rein. Welche fehlen denn da? Versifikateur, Scherben, Träume, warte, das ist Ankündigungslord, Unbesiegt. Ulu? Da hatten wir es ja neulich mal von mit Ulu, mit LOL und so. Meine Stärke,
Ding, Manifest, Barrenkrieg, Träume, Scherben, sterbende Drachen, Warte mal, bin ich bescheuert? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach nee, hier sind es 13. Das ist auch wieder... Irgendwer spielt es jetzt im Hintergrund ab, ja, da habe ich gar keinen Bock nicht drauf. Aber wir sind hier gleich beim Drachenbaden, hier am Ende, da geht es hier Geplänkel. Und mit Geplänkel fangen wir dann im nächsten Video wieder an. Witzig, dass genau 13 irgendwie über die Unglückszahl ist. Achso. Egal, auf jeden Fall, ja, da müsstet ihr eigentlich alle finden. Ich mag die Zahl 13 eigentlich. Also bei mir ist das eher so eine Zahl in meinem Leben, die taucht immer irgendwo auf, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Das ist nichts Negatives bei mir, sondern einfach irgendein Umbruch. Okay. 35 Minuten und 5 Sekunden. 35 Minuten und 5 Sekunden. Schau mal auf diesen Schandtatenzettel drauf. Ne? Dann sind wir. Doch 20 Minuten weit gekommen, oder? 25 Minuten. Alter Chaot. Aber ich finde das dann schon wieder den Spot, wo wir jetzt hier waren. Ne? Ich bin gespannt, ja, wenn das Geplänkel kommt. Also wir haben es gelernt, Rainer. Diese ganzen Sachen alle immer. Ne, die will er schon, dass das die Leute wissen, aber eigentlich will er es auch nicht. Ne? Die Sachen, die hat er geschrieben, die wollte er nie veröffentlichen, aber hat es an alle Verläge geschickt und hier die Sachen, YouTube etc., seine Musik, ja, mit der gibt er zwar an, aber damit will er eigentlich nichts mehr zu tun haben, weil er ist ja keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Lol. Gucci. Nun sind wir 1 Stunde und 6 Minuten. Das ist eine gute Zeit, ne? Das ist ein stabiles Video. Ich hoffe, dass ihr es jetzt wieder in Reihenfolge kriegt, ne? YouTube dann nicht wieder die gelbe Welle durchschickt. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Besonderen Dank an alle natürlich, die jetzt hier bis zum Ende tatsächlich durchhalten jedes Mal. Und sich mit mir diesen hanebüchenden Schmutz geben. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Metal off.